This guy doesn't sleep, he doesn't eat, he breathes, he loves his life, and he lives for his team. He always puts his team first. He rarely calls me about anything selfish. It's always team. I gotta help this guy, I gotta help this guy. Always. He rarely looks out for himself. Very team first minded guy. So, without further ado, I'd like to bring up Ruby director, Damien Fire. Man sieht, der Raum hat sich etwas gelehrt, aber ich sage euch eins, wir haben uns das Beste für am Schluss aufgehoben. War der Part gerade nicht der absolute Hammer. Ich fand es wirklich richtig gut. Ich fand die absolute Kombination. Und das ist natürlich der Traum. Du sitzt dort und du schaust und dein Team steht oben und rockt das Haus. Ja? Und so muss es sein. Und das ist auch eins der Dinge, über die ich heute mit euch sprechen will, das Thema Leadership-Aufbau in der Gruppe. Ja? Ich habe verschiedene Nuggets, über die wir drüber gehen werden. Aber mir ist vor allem wichtig, dass jeder vielleicht auch so ein bisschen dieses Gateway sieht, wie er von so einer Organisation, die anfängt, ein bisschen größer zu werden, wirklich dann so diesen Durchbruch schafft. Und ich glaube, jedem ist klar, Network Marketing ist ein Teamsport. Ich glaube, das ist über das Wochenende sehr, sehr klar demonstriert worden. Network Marketing ist nicht nur alleine. Network Marketing ist ein Teamsport. Okay? Und ich liebe es, Fabi, zwei Nummer, ein Gedanke, er kam auf die Bühne und sagt, kennt ihr alle den Slogan von Jeunesse? One Team, One Family, One Jeunesse. Das war genau das, womit ich anfangen wollte hier. Und ich wollte ganz kurz eine gruppendynamische Übung machen, weil ich das immer so liebe, wenn es Leute mit mir von der Bühne gemacht haben. Deswegen einmal bitte aufstehen, ganz kurz. Wir machen Folgendes, ich sag One, ihr sagt Team, ich sag One, ihr sagt Family und ich sag One und ihr sagt Jeunesse. Okay, versuchen wir mal, okay? Also One, Team, One, Family, One, Jeunesse. Nochmal, One, Team, One, Family, One, Jeunesse. One, Team, One, Family, One, Jeunesse. One, Team, One, Family, One, Jeunesse. Yes! Okay, warum haben wir das gemacht? Einfach so. Warum nicht? Aber ist cool. Stell mal vor, meine Mutter war gestern da. Jetzt ist sie nicht mehr da. Das kann man nicht machen, wenn sie da ist. Versteht sie nicht, ja? Ich hatte früher schon Angst, dass ich in der Sekte bin und nein. Ich habe gesagt, Mama, gestern haben wir extra die Gruppen alle zu Hause gelassen. Okay, let's get started. Fangen wir mal hiermit an. Wer hat so ein Journal? Wer hat ein Buch für sein Network Marketing Business? Mal die Hand heben. Okay. Für alle, die noch keins haben, ich empfehle euch, holt euch mal ein gutes Buch, ein cooles Buch, irgendwas und fangt an, das immer mitzunehmen. Macht euch Notizen, schreibt euch die besten Nuggets auf, weil manchmal, wenn man so diese Inspiration braucht, die Dinge braucht, dann macht man das einfach auf, man liest durch und man ist sofort wieder, wie Tony Robbins sagt, resourceful. Resourceful heißt, man hat wieder neuen Input, man hat wieder neue Ausrichtung, man hat neue Dinge, die man nutzen kann. Und so geht mir das auch immer, wenn ich hier durch meine Agenda durchgehe. Und eine Sache, die ich vorhin gesehen habe, ist ein Satz und das beschreibt am besten, worüber wir sprechen werden. Und zwar steht hier, look at those people in your team that are ready and make them step up. Das heißt auf Deutsch, schau dir dein Team an und schaue, wer ist ready, wer ist bereit. Und dann sorg dafür, dass sie den nächsten Schritt nehmen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Der eine oder andere hat vielleicht ein Team aufgebaut und du machst die Präsentation. Das ist eigentlich so eine der größten Dinge, die wir alle entweder erlebt haben oder erleben werden, dass du alles machst. Du machst die Meetings, du machst die Präsentationen, du machst die Trainings, du machst die Einladungen, du bringst die meisten Leute, es bist immer du. Übrigens, wer noch nicht dort ist, das ist der erste Step, dorthin zu kommen, weil du musst ja als Leader immer mehr tun als alle anderen. Das ist auch super, also darauf kannst du dich schon mal vorbereiten. Ja, es wird viel Arbeit, haben wir von Kevin bis Sarah heute schon gehört. Das war übrigens nur heute Morgen, da fühlt sich an wie vor 3 Monaten, so viel Content war heute schon da. Also du musst erstmal bereit sein, mehr zu tun, aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du auch mal diese Duplikation haben willst. Und ich war einige Jahre im Network Marketing und habe mich dann irgendwann mal gefragt, gibt es diese Duplikation eigentlich wirklich? Ja. Hat sich immer mal die Frage gestellt. So auf der Präsentation 3, 9, 27 und dann du in deinem Business Frontline und drunter eher
nicht so viel. Ja? Und ich habe irgendwann rausgefunden, diese Duplikation, die gibt es wirklich, aber du musst anfangen, Leute auszubilden, Leute aufzubauen, dass die anfangen können, die Aktivitäten zu tun. Und meistens ist es so, dass Leute das nicht von alleine machen. Es ist ungefähr genauso wie nach der Präsentation, du musst ein Closing machen, haben wir vorhin gehört von Torben Platzer. Du musst fragen, mit welchem Paket möchtest du gerne einsteigen. Wenn du nicht fragst, wird wahrscheinlich nichts passieren. Dasselbe mit deinem Team. Glaub mir, die kommen noch 100 Mal zur Präsentation, wo du die Präsentation machst. Kein Problem. Du musst raussuchen, wer ist bereit und sagen, okay, alles klar, Kamala, nächste Präsentation, was willst du machen? Produkte? Oder willst du machen die Einleitung? Oder willst du sprechen über Compensation Plan? Suchst dir aus, aber ich mach's nicht allein. Cool? Dann sagt er erstmal, nein, um Gottes Willen, mach ich nicht. Die meisten Leute tun das. Er so, nee, kann ich nicht. Und dann kommen die nächstes Mal nicht, weil die plötzlich Kopfschmerzen haben. Ich glaube, das ist wirklich die Wahrheit. Aber glaube mir, das musst du machen. Fang auch an, Stories aufzubauen. Hey, du hast eine super Produktstory, super. Ich würde gerne heute Abend noch entscheiden, was beim Meeting, ich werde dich heute Abend fragen zu deiner Produktstory. Sei so gut und teile die heute Abend mit den Leuten. Fangt an. Bringt den Leuten diese 60-Sekunden-Story bei. Haben wir vorhin schon was von gehört. Das ist eine Waffe, das Ding. Wenn du deine 60-Sekunden-Story drauf hast, das ist der absolute Hammer. Ich war einmal so begeistert von dem Thema 60-Sekunden-Story, dass ich angefangen habe, nur noch damit zu sponsern. Ich gebe euch kurz ein Beispiel. Ich bin im Business jetzt seit 13 Jahren, mit 17 habe ich angefangen, jetzt bin ich 30, also habe ja doch so ein bisschen Erfahrung. Und irgendwann so, vor 3 Jahren, habe ich mal so das Gefühl gehabt, da ging es auch um das Thema Storytelling und ich dachte, ist eigentlich interessant. Ich denke immer, ich bin so dieser Network Marketing Professional und so, aber eigentlich kann ich meine Story gar nicht erzählen, weil ich habe sie immer anders erzählt. Wer kennt das? Ich weiß schon meine Geschichte, jeder kennt ja seine Geschichte, aber ich habe sie immer anders erzählt. Immer so, was ich halt gerade dachte, was wichtig war. Ich hatte nicht so diese 60 Sekunden, so dass es wie so ein Recording ist, wo ich auf Play drücke und es ist immer das Gleiche. Und dementsprechend konnte ich sie natürlich manchmal nicht auf den Punkt bringen. Manchmal war es so, ne? Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe genau nach der Struktur, wie wir es heute von Torben gelernt haben, von GoPro gelernt haben, was war der Background, was hat dir nicht gefallen, wie hast du Network Marketing kennengelernt und was war die Lösung und wie siehst du die Zukunft. Nach diesem 4-Step-Modell habe ich es mir aufgebaut und es war gar nicht so einfach. Wer hat es mal versucht? Wirklich auszuarbeiten, ist nicht so einfach, ne? Am Anfang denkst du so, gut, 6,5 Minuten, oh, ist ein bisschen lang. Dann musst du löschen, tun und dann hast du es irgendwann nach einem Tag ausgearbeitet und dann sprichst du mit dem ersten Sachen, nee, der kommt nicht an. Oh, Scheiße. Ja, also du musst da richtig dran arbeiten, das ist echt nicht easy. Aber wenn du die hast, ist das Beste. Ich war einmal auf einem Seminar, ich habe viele Leute mal gesponsert auf Seminaren, Persönlichkeitsdevelopment-Seminare, Verkaufsseminare, Rhetorikseminare, nicht weil man die für Network Marketing braucht, einfach nur, weil mich das interessiert, Personal Development und dort halt viele Leute sind und das für mich so der Weg war, Leute kennenzulernen. Und wir sind einmal auf ein Seminar gefahren, NLP Practitioner, werde ich nie vergessen, da waren wir in der Türkei, da waren nur deutsche Leute dort und auf diesem Seminar, da waren glaube ich 300 Teilnehmer und nach 9 Tagen waren 34 von den 300 in meinem Business. Das war gut. Wir haben das gemacht. Und 16 Direkte von mir und dann nochmal direkt schon zweite Linie und so weiter. Und das war alles nur 60 Sekunden Story. Das war alles nur, ich wusste genau, wie ich es erzähle. Und übrigens, keine Magic. Das ist einfach nur, hallo, mein Name ist Daniel Feier. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe früher mal bei der Bank gearbeitet. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich wollte immer irgendwann mal frei und erfolgreich werden. Aber von 9 bis 6 jeden Tag zu arbeiten, war für mich einfach nicht die richtige Situation. Vor allem ist ja noch nicht mal vorgesehen, dass man irgendwann genug Geld verdient. Deswegen habe ich nach einer anderen Lösung gesucht, habe Network Marketing gefunden. Und was mich wirklich fasziniert hat am Network Marketing, ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich ein Team aufzubauen und passives Einkommen zu haben. Naja, und jetzt bin ich dabei und wir haben so viele verschiedene Sachen erlebt und ich glaube, dass in der Zukunft, gerade durch die Veränderung der ganzen Wirtschaft, wir die richtige Explosion erst noch erleben werden. Bam, that's it. Ja, das kann auch irgendeine andere Story sein. Aber diese Geschichte, wenn du Leute kennenlernst, was passiert denn? Hey, wie geht's dir? Was machst du so? Auch ich bin Versicherungsmakler. Ah, ist ja cool. Wie bist du dazu gekommen, oder? Was machst du denn? Auch gut, dass du fragst. Ja, also ich war mal bei der Bank früher, aber Bank hat mir nicht so gefallen. Ja? Und das ist so morgens von 9, man kann dir auch im Smalltalk erzählen, das ist immer die gleiche Geschichte. Ja? So morgens von 9 bis 5 zu arbeiten, das hat mich nicht so motiviert. Vor allem, das Witzige ist ja nicht mal vorgesehen, dass du da irgendwann mal so viel Geld verdienst, dass du es anders machen kannst. Deswegen, super interessant, habe ich irgendwann mal Network Marketing kennengelernt. Und was mich da halt fasziniert ist, dass man passives Einkommen verdienen kann. Und du wirst nicht glauben, ich habe angefangen und so weiter. Ihr wisst schon. Ja? Der Punkt ist, manchmal baue ich dann noch irgendwas ein und so weiter. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist immer dasselbe, aber du wirst immer richtig gut darin. Und dann fragen mich plötzlich Leute.
Und das sind alles so Tools, die ich halt immer irgendwie verwendet habe. So, wie bin ich drauf gekommen? Aufbau und Leadership. Du musst anfangen, Leute aus deinem Team zu suchen, die gut sind, und dann musst du sagen, okay, sei so nett, erzähl mir deine Geschichte. Sei so nett, erzähl mir deine Produktstory. Sei so nett, mach du heute die Einführung am Anfang. Du erzählst heute kurz mal die Founder, wer Wendy und Randy sind und so weiter. Ihr müsst anfangen, die Leute zu engagieren. Folgende Grundregel. Wenn du der Beste bist, der das Meeting spricht, dann darfst du das Meeting nicht sprechen. Cool, oder? Und ich weiß, ein Riesenproblem, weil gerade am Anfang denkst du, oh shit, weil manchmal sitzt du dann da und am liebsten willst du den Stift zerbrechen, wenn du das vorne hast. Du willst nach vorne und das retten, aber das Problem ist, man kann nicht lernen und dabei gut aussehen, oder? Ja? Das heißt, du musst mal ab und zu einfach nicht hinhören. Ja? Aber schaut, das ist wirklich wichtig. Ihr müsst Leute empowern, ihr müsst Leute aufbauen, weil wenn ihr das nicht tut, was bringt dann die ganze Übung? Du kannst noch 10 Mal im Kreis laufen, alles cool. Aber irgendwann musst du mal aufbauen und andere Leute aufbauen. Und du kannst es noch einen Schritt weiter tragen. Das ist eine der Sachen, die Stefania besser macht als alle, die ich jemals gesehen habe, ist sie konstant, geil, englische Satzstellung, sie konstant baut andere Leute auf. Okay? Also konstant, wenn sie mit jemandem redet, sie wird dir immer wieder sagen, warum du wunderbar bist, warum du toll bist, warum du dich gut anziehst, warum du ein geiles Potenzial hast, warum du, guck mal, du kennst so viele Leute, guck mal, mit deiner Sporterfahrung, Hamla, Wahnsinn, was du machen kannst. Oder du, oder, weißt du, was ich meine? Die permanent reinforcen, wir haben das vorhin mit dem Mirror, mit dem Spiegel vorhalten, immer wieder die Qualität, weil sie macht eins, sie baut Selbstvertrauen bei den Leuten auf. Manchmal musst du mehr als an deine Vertriebspartner glauben, als sie an sich selber glauben. Ich würde sogar fast sagen, immer. Du musst mehr an deine Leute glauben, als sie an sich selber. Und dann musst du ihnen sagen, warum. Und dann musst du sie konstant aufbauen. Weil unser Job ist, ein Team aufzubauen. Okay? Alright. Also das passiert nicht von alleine, sondern du musst das designen. Fang an, pack die Leute raus. Du machst jetzt das, verteile Aufgaben. Kann man übrigens auch mit Interessenten machen. Wenn du zum Beispiel ein Meeting hast, wir hatten das vorhin 15 Leute eingeladen, nur 4 oder 5 kommen. Wer die Quote erhöhen will, nochmal ein anderer Tipp. Ruf jemanden an, ruf den Patrick an, sag, Patrick, heute Abend das Meeting. Oh ja, super, Patrick ist interessant. Patrick, ich habe ein riesen Dilemma hier, würdest du mir helfen? Ich brauche unbedingt noch einen Beutel Crush-Eis. Könntest du das mitbringen? Du kommst doch bestimmt an irgendeiner Tankstelle vorbei, okay? Das ist super geil, weil ich muss unbedingt noch hier unser Monavit-Juice kalt stellen oder was auch immer für ein Produkt hier verkaufen von Jeunesse und wäre super geil, wenn du das mitbringen kannst. Ja? Und dann sagt er, ja, mach das. So, jetzt muss er ja kommen. Und dann hast du Crush-Eis mitbringen. Okay, ich will euch 3 Sachen geben, die ihr aufschreiben solltet. Die sind echt mega, mega gut. Hab mein komplettes Sichtweise auf das Business verändert, als das klar wurde. Du musst 3 Bereiche entwickeln, die dich zum idealen Distributor machen, zum idealen Network Marketing Professional. Das sind auch die gleichen 3 Attribute, die ein Network Marketing Professional haben muss, damit er wirklich erfolgreich werden kann. Das erste ist, wir haben es oft schon gehört über die letzten Tage, er muss Hunger haben. Auf Deutsch, bisschen blöd übersetzt, ne? Aber auf Englisch, you gotta be hungry. You got to be hungry. Du musst hungrig sein. Du musst was wollen. Wenn da kein Hunger ist, dann ist da keine Bewegung. Ich liebe ja Eric Worre. Wer kennt Eric Worre? Ich liebe Eric Worre. Network Marketing Pro, bestes Ding ever. Und Eric Worre sagt, hat eine Show, die heißt Don't Fall in Love with the Potential. Das heißt, verliebe dich nicht in das Potenzial. Wer kennt das? Ein neuer Partner kommt zu dir und sagt, um Gottes Willen, ich habe diesen Typen, wenn wir den einschreiben, ist alles zu spät. Der kennt alle Pharmazisten, wie heißt das, pharmazeutische, ich verliere mein Deutsch, ihr wisst also die Leute, die Apotheken haben zum Beispiel. Ja? Also, der kennt die alle, der beliefert die alle, der hat nur eine Datenbank, der muss eigentlich nur eine E-Mail rausschicken, weil da sind 10.000 Apotheken drin, da sind wir durch. Kennt ihr das? Ja, das Potenzial ist gigantisch. Ja, oder zum Beispiel, der macht hier strukturierter Vertrieb von Finanzprodukten und der ist ganz oben. Der macht Millionen. Der muss ja eigentlich nur mal den Hörer in die Hand nehmen und seine ganze Struktur steigt rein. Das ist alles Potenzial. Ist ja an sich nicht schlimm. Ja, ist ja gut, dass er das hat. Nur, wie viel Geld hast du damit verdient? Noch nie irgendwas. Weil das Potenzial egal ist. Es geht darum, ob die Person hungrig ist. Ob die
Person was machen will. Weil eben genau diese Leute, der eine, der Millionen verdient, beim ersten Martin zum Meeting kommen, alles habe ich alle im Team gehabt, haben irgendwie nie wirklich viel gemacht. Und dann habe ich einen Studenten oder jemand, der vielleicht dann auch Studium nicht mehr macht, ja, der im ersten Monat Sapphire Elite macht und hier vorne auf der Bühne heute gerockt hat, der nur eins hat: Hunger. Wen habe ich jetzt lieber im Team? Hunger ist entscheidend, ist die erste Eigenschaft. Und jetzt kommt der Dreh zu dir selber. Wer kennt das? Und die anderen lügen, dass du manchmal keinen Antrieb hast. So irgendwie, wenn es nur ein Moment ist, du so willst machen, aber irgendwas nicht. Weißt du, was in dem Moment passiert? Du bist disconnected von deinem Warum. Wie Wolfgang vorhin sagt, du hast deinen Drive verloren gerade. Du musst dir klar machen, warum machst du dieses Business? Nur aus dem Grund, damit du damit verbunden bist und dass du hungrig bist. Damit sich das nicht anfühlt wie Arbeit, sondern anfühlt, als würdest du deine Träume verwirklichen. Totaler Unterschied. Also Hunger ist das eine. So, und du musst auch den Hunger finden bei deinen Teampartnern. So, und du kannst die aber nicht hungrig machen. Du kannst die übrigens auch gar nicht motivieren. Du kannst sie nur zu ihrer eigenen Motivation führen. Und wie machst du das, indem du eine Frage stellst? Da gibt es zum Beispiel Übungen wie zum Beispiel: Was sind die 25 Dinge, die du tun würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Schreib das auf, geile Übung, nimm ein Blatt Papier, mach schöne Musik an, schreib auf, was sind die 25 Dinge, die ich tun würde, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und jetzt kommen deine ganzen Motivationsgründe. Die ersten 4, 5 schreibst du schnell auf, dann wird es interessant. Dann gehst du ein bisschen tiefer. Was würde ich eigentlich wirklich machen, wenn Geld wirklich keine Rolle spielen würde? Ja, so nach dem Haus, Auto oder alles steht oder Schuhe oder whatever. Ja. Und danach sagst du: Okay, was würde ich eigentlich wirklich machen? Dann wird es interessant und dann entwickelst du dieses Warum. Okay? Also Hunger ist das erste. Zweites, Lernbereitschaft. Die Person, die hier erfolgreich werden will, muss eine Lernbereitschaft mitbringen. Kennst du die Leute, die reinkommen und denken, sie wissen schon alles? Ja, kein Thema, ich mache 25 Jahre Vertrieb. Super. Hau rein, Tiger. Meistens passiert gar nichts, oder? Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass das ein anderes Business ist. Die Leute denken immer: Oh ja, Vertrieb, Verkaufen, ja, alles kein Thema. Das hat damit gar nichts zu tun. Network Marketing ist ein komplett anderes Universum. Das ist People Business. Das ist komplett was anderes. Und diese Lernbereitschaft muss da sein. Und Lernbereitschaft ist so ein Riesending. Schau, Lernbereitschaft erfordert zum Beispiel ein offenes Kritikverhalten. Und das ist eine echt schwierige Sache, weil da wird dein Ego angekratzt. Wir haben zum Beispiel was in unserer Leadership Group, wo wir einfach nennen, offene Kritik-Geschichte, wo wir einfach uns gegenseitig Feedback geben. Und ich sage euch eins: Feedback ist eines der wertvollsten Dinge, die es überhaupt gibt in der Entwicklung von deiner Persönlichkeit. Du kannst es nicht alleine sehen. Du siehst es nicht. Du musst irgendwann Feedback von anderen Leuten bekommen und sagen: Okay, okay. Und am Anfang, also dir geht es richtig auf, du weißt schon, ne? Weil die sagen genau den Punkt, der stimmt, aber du willst ihn nicht hören. Ja. Das ist echt wichtig. Und du musst die Größe entwickeln, dich so klein zu machen, dass du es auch wirklich an dich ranlässt und mal drüber nachdenkst und wirklich annimmst. Schau, das Schöne ist, dass dahinter dein größtes Potenzial liegt. Weil guck mal, das Ergebnis, was du bekommst für die Person, die du jetzt bist, hast du schon. Für den einen oder anderen hart zu hören. Aber der Punkt ist, es gibt nur zwei Dinge: Du kannst besser werden oder du kannst mehr tun. Jeder weiß, ob er mehr tun kann, das ist ein Weg. Der andere Weg ist besser werden. Und du kannst aus deinen eigenen Fehlern lernen oder du kannst auch auf andere hören und das Ding, die ganze Teampower nutzen. Baut das doch mal in euer Business mit ein. Nach jeder Präsentation kleine Feedbackrunde, nicht nur Interessenten. Ja? Was kann ich besser machen? Ja? Oder such dir einen Buddy, eine Person, mit der du rennst, oder 2, 3 ist noch besser, und gib euch Feedback. Sag, was war richtig gut, was ist deine Stärke, was kannst du noch besser machen. Und was war richtig gut, was ist deine Stärke, und dann die andere Sache, was kannst du besser machen. Und ihr werdet das nicht glauben, das ist der Hammer. Aber du darfst dich nicht angegriffen fühlen. Du musst es wirklich nehmen. Nimm es auf. Okay? Also Lernbereitschaft. Und die dritte Sache ist Charakter. Charakter ist super interessant. Ich habe irgendwo in diesem Buch hier stehen: Fähigkeiten bringen dich an die Spitze, aber Charakter behält dich dort. Hochkommen ist eine Sache, oben bleiben eine andere. Ein Team aufbauen ist eine Sache, das Team bei dir bleibt eine andere. Charakter ist total wichtig. Schau, wir haben so eine freiwillige Armee im Network Marketing. Niemand muss. So kennt ihr alles ne, ich wollte jetzt was sagen. Ja. Okay, vergiss. Alles kann, nichts muss. Ja. Also ihr wisst schon,
Die Leute, dauert ein bisschen, ja. Nein, egal, also ihr wisst schon, die Leute müssen ja nicht. Aber der Punkt ist, wenn sie wollen, wenn sie mit dir in Beziehung sein wollen, wenn sie in dieser Verbindung sein wollen, dann tun sie was. Es gibt noch einen anderen guten Satz, der auch hier drin steht, den ich auch auswendig kann mittlerweile, weil ich so oft gesagt habe, der heißt, der ist ein bisschen komplexer, für die, die deutsche hochkomplexe Sätze mögen, der heißt, die Aktivität deiner Gruppe ist die direkte Reflexion deiner Inspiration, an sie etwas zu tun. Ich formuliere es mal auf platt. Dein Team schuldet dir gar nichts. Dein Team muss nicht arbeiten. Dein Team muss gar nichts machen, weil dein Team eigentlich gar nicht dein Team ist. Du bist der Servant für dein Team. Du bist der, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, der Diener, klingt ein bisschen blöd, aber weißt du bist der größte Cheerleader für dein Team. Das ist die Geschichte. Dein Team schuldet dir gar nichts. Das heißt, du musst daran arbeiten, wie du deinem Team helfen kannst, mehr zu tun. Wie du deinem Team unterstützen kannst, ihre Ziele zu sehen. Wie du deinem Team helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen. All diese Dinge. Aber die müssen nichts machen. Okay? Interessant noch Folgendes. Die Leute fangen an, viele Leute fangen an mit dem Business, weil sie Geld verdienen wollen. Das heißt, der Antrieb fürs Business zu starten ist, weil sie gerne Geld verdienen wollen. Und versteht mich nicht falsch, das ist nicht die alte Produkt- oder Gelddiskussion. Selbst wenn jemand die Produkte abgöttisch liebt, dann reicht es trotzdem, Kunde zu sein. Guck mal, wenn ich einen Liter-Kaffee mag, oder nehmen wir einen Espresso, ich liebe einen Espresso, ja? Und wenn ich einen Espresso mag, dann nutze ich einen Espresso. Und das heißt noch lange nicht, dass ich für einen Espresso arbeite, oder? Warum fange ich an zu arbeiten? Weil ich Geld verdienen will. So, also die Leute fangen an mit Network Marketing, weil sie Geld verdienen wollen, aber sie bleiben wegen dem Gefühl. Sie fangen an, weil sie Geld verdienen wollen, aber sie bleiben wegen dem Gefühl. Also kommt daraus die Frage, wie sorgst du dafür, wie sich dein Team fühlt? Wie fühlt sich dein Team wegen dir? Besser, schlechter? Empowered? Deprimiert? Ist ihr Leben schöner? Oder unter Druck? Reflektier selber. Die Leute bleiben wegen dem Gefühl. Und noch ein anderer Satz, der hier drin steht, ist genau dasselbe. Da steht drin, Menschen vergessen, was du zu ihnen gesagt hast. Und sie vergessen nie, wie sie sich gefühlt haben mit dir. Sie vergessen nie, wie sie behandelt worden sind, wie sie gewertschätzt worden sind, wie sie inspiriert worden sind, wie sie geliebt worden sind, wie sie motiviert worden sind, wie sie unterstützt worden sind. Und das ist der echte Kern von einer erfolgreichen Network-Marketing-Organisation. Und das erfordert aber natürlich einen gewissen Weg vom Kopf ins Herz, weil wir kommen ja alle rein mit der Sache, was kann ich bekommen? Boah, geiles Business, wir können Geld verdienen, okay, let's go, ich bin drin. Was ist das erste Ziel? Rekrutieren. Warum? Du willst Geld verdienen. Super, ist auch legitim, ich bin alle reingekommen. Aber früher oder später musst du merken, dass diese Position von ich will was haben, dich nie dahin bringt, wo du hinkommen willst. Und wenn wir das realisieren, dann fangen wir an zu kämpfen. Das heißt, der erste Step ist, du versuchst was zu holen, ein Taker auf Englisch. Und von einem Taker, wenn du merkst, das reicht nicht, dann bist du zum Fighter. Dann fängst du an zu kämpfen. Dann ist alles plötzlich ein Kampf. Kennst du das? Das muss ich erreichen und das muss ich machen und das und hier muss ich mit dem kämpfen, da und das ist nicht fair und das muss geändert werden und da und da. Und irgendwann, und das dauert manchmal Jahre, kommst du an den Punkt, wo du merkst, hey, vielleicht muss ich einfach nur geben. Und das ist dieser Weg vom Kopf ins Herz, von wollen zu kämpfen, zu geben. Und wenn du für dich klar bist, wo du hingehst und das abhakst und du weißt, dass der Weg ist, zu bekommen, was du willst, ist, anderen zu helfen und rausgehst, um anderen zu helfen, andere aufzubauen, Leadership zu positionieren, dann bekommst du viel schneller alles, was du willst. Aber dazu brauchst du eine gewisse Größe. Das erfordert tatsächlich eine Größe. Und ich habe in allen drei Bereichen, die wir gerade hatten, Hunger, Lernbereitschaft und Charakter, Leute gesehen, die eins von den drei nicht hatten und am Ende keinen Erfolg hatten deshalb. Ich hatte zum Beispiel eine Person, der war hungrig ohne Ende. Der hat jeden Tag gearbeitet. Der war auch lernbereit. Der war auf dem Seminar und der hat das gelernt, hat das umgesetzt, hat das getan, aber der war halt einfach arrogant und egoistisch. Es war halt tatsächlich so. Und das Problem war dann immer wieder eine Gruppe aufgebaut, die Gruppe hat irgendwann aufgehört und hat die Gruppe aufgebaut und hat wieder aufgehört.
Ich bin zu denen in die Stadt gekommen, wir haben Meetings gehabt, ich habe nichts getan, ich komme in die Stadt, da sitzen 180 Leute auf dem Meeting. Hört ihr das gerne? Ich denke mir, what the heck is going on? Amazing. Und wir rocken das Meeting, bestes Meeting ever. Und ich denke mir, wow. Nächste Woche Mittwoch, ich denke so, hey, mal gucken, was abgeht. Ruf ihn an, sag, und, wie sieht's aus? Auch eher ruhige Woche, sagt er. Wie ruhige Woche? Während von 4 Tagen hat das Gebäude ist fast abgebrannt. Was ist passiert? Ja, weiß nicht, hat sich keiner gemeldet. Wie? Wer hat sich keiner gemeldet? Verstehe ich gar nicht. Bist du denn nicht in Kontakt mit deinen Leadern und was ist mit Follow-ups und was ist mit den Leuten helfen und so weiter? Nee, das müssen die jetzt schon selber machen. Willst du mich weinen? Bist du ernst? Wie muss ich sagen? Guck mal, wer hat gesprochen? Ich habe doch gesprochen, oder? Ich habe doch gut gesprochen. Ja, du hast gut gesprochen. Ja, jetzt willst du auch, dass ich das auch nochmal sage. Ich sag, du musst gar nichts machen. Ich sag dir einfach nur, du bist gerade irgendwie 99% des Wegs gegangen und du stehst selber im Weg. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn du das einmal so siehst, aber glaub mir, andere Leute haben andere Probleme. Der Nächste ist einfach nicht hungrig, der weiß eigentlich gar nicht, wieso. Wir haben Leute, die Potenzial hier drin, Potenzial hier für die nächsten 2 Milliarden in dem Raum. Aber wie viel Prozent nutzt du wirklich? Und das liegt daran, dass dir vielleicht nicht klar ist, was du eigentlich willst. Wir haben alle in den 3 Bereichen was zu tun. Deswegen schreib dir das auf, arbeite daran an dir selber und arbeite auch daran mit deinem Team. Letzter Punkt ist etwas, was wir gestern Abend auch in unserem Team Breakout besprochen haben, aber ich will es nochmal zusammenfassen. Ich suche gerade die Seite, Sekunde. Und zwar steht hier irgendwo, hier ganz viele Sachen. Moment, wenn ihr das lesen könnt. Okay, nein, also. That's it. Hier steht Leadership Skill. Ich lese erst auf Englisch vor und dann übersetze ich. Hier steht Folgendes. Übrigens, da steht noch was anderes. If your business is not growing, you're not doing enough. Übrigens auch nicht schlecht, oder? Also wenn dein Geschäft nicht wächst, machst du nicht genug. Einfach mal kurz mitnotieren und weiter geht's. So, letzter Punkt, Leadership Skill. Punkt 1. Hier steht das. Circumstances will never make you happy. You need to develop a happiness. Act the way you want to feel and soon you will feel the way you act. Das heißt auf Deutsch, dass die meisten Leute irgendwas erreichen wollen, damit sie irgendein Gefühl bekommen. Ja, ich will das und das, weil dann fühle ich mich so und so. Denk mal drüber nach, alles was du willst, willst du wegen einem Gefühl. Und das ganze Geheimnis dahinter ist, dass du das Gefühl jetzt schon hast und dass du das jetzt schon fühlen kannst. Und sich dann die Umstände von alleine anpassen. Wenn du zum Beispiel denkst, ja, wenn ich so viel Geld verdiene, dann bin ich glücklich. Stimmt nicht. Du musst jetzt glücklich sein und dankbar für alles, was du hast. Nicht zufrieden, aber glücklich. Und plötzlich strahlst du eine ganz andere Energie aus und bekommst ganz andere Dinge. Act the way you want to feel. Verhalte dich so, fühle dich so, wie du dich fühlen willst. Und plötzlich wird sich alles tatsächlich so anfühlen, wie du wolltest, praktisch frei übersetzt. Okay? Das ist der echte Schlüssel. Weil am Ende des Tages, wenn jemand reinkommt in den Raum, der noch nie da war, der noch kein Team aufgebaut hat, der noch nichts gemacht hat, aber du kennst diese Menschen, die laufen rein, das Licht geht an. Und alle sagen, wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer hat ihn denn eingeladen? Ich meine, es ist positiv, es gibt auch andere, wer hat ihn denn eingeladen? Ja? So, um Gottes Willen, ja. Aber, was ist das denn? Hat er schon was bewegt? Nein, ist er nicht mehr dabei. Hat er ein Team aufgebaut? Nein, kennst du ihn? Nein, hast du nicht mit ihm geredet? Also was ist es denn dann? Es ist diese Idee, dieses Gefühl, dieses Charisma, dieses was so ausstattet. Das könnt ihr alle jetzt schon haben. Und das macht den Unterschied. Die meisten Leute laufen rum mit 2% Energy, so Batterie left, so kennt der iPhone auf dem letzten roten Balken, so ungefähr. Tot, aber noch nicht umgefallen. So ungefähr. Die meisten Leute. Wir haben noch einen letzten Speaker. Seid im Unterschied, ihr seid die Magic dort, wo ihr wohnt, da wo ihr seid. Ändert das Energielevel und alles wird sich von alleine verändern. Danke.